Ja, während die Diözese ihren 60er feiert, ist auch die Ballsaison voll im Gange. Und da gab es am Wochenende 2 Traditionsbälle, die jedenfalls einen Seitenblick wert sind. Zum einen der Jägerball in Schachendorf und zum anderen der Kroatenball in Wien, der gleich mal mit seiner Damenspende für erfreute Gesichter gesorgt hat. 73. Kroatenball in Wien. Die Gäste des Balles werden im Foyer, wie kann es anders sein, mit Tamburica-Musik begrüßt. Die Damenspende heuer ist ein Flachmann. Die Damenhandtaschen sind recht klein, aber ich glaube, ich werde das meinem Mann geben und er wird sich sicher freuen. Grundsätzlich glaube ich, wird beim Tanzen warm. Das Schnapsal trinken wir gleich und den Flachmann heben wir auf für andere Anlässe. Die Gruppe, der Blechhaufen und kroatische Lieder in neuen Arrangements bilden das Programm der Balleröffnung. Sie spiegeln das Motto Crossover des Balles wider. Crossover heißt so viel wie, dass wir versuchen, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, verschiedene Volksgruppen ineinander zu verschmelzen. Über 1000 Ballbesucher genießen die Atmosphäre in den prächtigen Sälen des Parkhotels Schönbrunn. Schon die Gäste Kaiser Franz Josefs tanzten sich hier durch rauschende Ballnächte. Was macht den Flair dieses kroatischen Balls in Wien aus? Ich heiße Josef Franz Johann und hier fühle ich mich wie ein kleiner Kaiser, wenn ich hier im Schönbrunn Lust wandeln darf. Die Wiener Balltradition und dass man auf diesen Ball so wunderbare Leute aus dem ganzen Burgenland trifft und natürlich auch die wunderschöne kroatische Musik. Für die besonders tanzfreudigen Damen gibt es eigens engagierte Profitänzer, erkennbar an einer roten Fliege. Viele Männer tanzen nicht und da sind noch welche, die gerne tanzen. Es gibt Frauen, die gerne tanzen. Es ist eine tolle Gelegenheit, zum Tanzen zu kommen. Wo fühlen Sie sich besser, auf dem Tanzparkett oder auf dem diplomatischen? Sicherer fühle ich mich auf dem diplomatischen. Beim Tanzparkett, da muss ich noch ein bisschen mich einüben. Dazu bietet sich die beste Gelegenheit beim Ball der Kroaten in Wien. Gefeiert und getanzt wird, wie jedes Jahr, bis in die frühen Morgenstunden.